Dat is een goede boodschap wat we al zingen. Ik word onrein vol van zinnen. Maar God was al die zinnen af. En Paulus deed het vertellen. En hij weer de echte zinder. En dat God vergaf hem en God kon hem machtig brücken. En God kon één brücken van dem daar krijgen en wat aan de vergangenheid geweest is. En ik wil van Daniel reden. En dat is een voorbeeld wat we hebben, waar we kunnen licht zijn, waar anderen door de ook kunnen ten blauwen komen. En Daniel kapitel 1, zo wil ik wat parten lezen, en dan 2 en 3, ik een 6 kapitel wordt. Zo, de Bibel loopt met Daniel kapitel 1. Heb je allemaal wat vergenomen? Ik heb. Ik dan nog aan alle nieuwe komen waar ik me vernomen. Ik heb me sehr wat vergenomen. Maar lang niet helemaal dat nieuwe komen waar ik me vernemen deed. So, wat hoopt dat dan wat vernemen, niet? Maar ik weet einige mensen die merken sogar een bund. En ik heb nog helemaal een bund gemerkt. Ik moet sehr oppassen, wanneer ik wooden bund merken word. Ik per een bund merken deed we eens. Wanneer we een bund merken dan heb ik een bund gemerkt en dan doe ik zelf dat ik hou. Ik heb van mensen die hier tegen een bund gemerkt, wie in dit jaar wordt werkelijk goed neidig zijn, dat ze niet meer een Pepsi drinken, een koffie drinken en dan een bund merken met God. En dan nog hier dat dag weer dat zij Leute dat te doen hadden, so een bund merken, dan moet we sehr voorzichtig zijn wat we een bund merken deuten. Aber Daniel, der nimmt sich was fair und er bleibt beständig. Und mein Titel für die Botschaft ist Daniel, ein beständiger Mann. Und was die Gott verspricht den Israeliten, dass er würde ihn segnen und dass er würde für ihn versorgen. Wenn sie würden seine Geboten holen und am Gehorsam sein, aber wenn nicht, dann würde er dem Gefallen verstreuen. En hij wordt eindelijk aan ihre Finger heen vallen. En dat is graag wat passieren deed. En Daniel, du leest weer dat zegt dan de eerste vers. Eenmaal als Jehoiakim en zijn derde jaar als koning in Juda weer, kwam Nebuchadnezzar, de Babylonische koning, met zijn armee naar Jeruzalem en stal zich rondom de stad. Dan leidt de Heer aan den koning Jehoiakim van Juda en ook wat van de heiligste zaken van een tempel naar Babel nemen. Door bewaart hij de zaken, tot met andere zaken, die door den Babylonischen Aufgott in den Tempel gehielten. En de koning zei zu Ashpenaz, ein Geschneider deiner, der am Paulus, der Fürster wir, dort er soll israelitische Jungs kommen luten, die durch von König seiner Familie und andere leidende Familien in Israel wären. Und im vierten Fall sagt er, dit sollen gesunde Jungs sein, die dort Gott leid, die sollen leichtlehrig und ein diverses uitgeleerd sein, zodat zij wieder kunnen naar de Babylonische Ort en aan ihre Sprache uitgeleerd worden, doordat dat zij nog eenmaal kunnen aan Paulus dienen. En dat is graag wat passieren, dat de Israëlieten die weer in God aangehoorzaam, en dat is graag wat passieren, dat dan God laat het toe. God geeft Nebuchadnezzar Jehoiakim aan de heen, zodat hij hem kan metnemen. En mang deze drie jongens, ik weet niet hoeveel jongens er worden gewaast zijn in ganzen, maar dat zeg mang deze jongens weer Daniel en zijn drie vrienden. En dat zullen van Königlied of andere leidende liederen zijn. En in Jesaja 39 vers 5, door zegt Jesaja to Hiskia, dat die waren komen en zijn zaken metnemen en wat van zijn eigen nu komen, van zijn zeens waren metnemen. En so we weten dat het dan van Hiskia zijn nu komen, van deze drie jongens, ik weet niet zijn zeens, maar anyways van
von ihnen nu kommen. Und das krijgt wat passieren. Und dat wir sehr seltsam, was Heskia, wie hij zei dat wir dann gut. Jetzt Jesaja sagt, das wird nicht an seine Zeit passieren, aber das wird Luther kommen. Da sagt er, das ist dann gut, dann hat nicht an meine Zeit passiert, aber Luther kommt, so dann kann ich in Frieden sein. So das sei seltsam. Aber Daniel, hat sich was vorgenommen. In vijfde vers sagt dat ik kan niet bestaan dat die zullen krijgen goud eten en wijn drinken als hij zelfs kreeg. 3 jaar zullen zij uitgeleerd worden en dan zullen zij im Königshof angesteld worden. En hier in de laatste vers sagt dat man deze jongens van Juda waren Daniel, Hananiah, Michael en Azariah. En de Verster von Paulus gaf an jeder einen babylonischen Namen. So, diese 3 waren hier Monk. En die jongens die weer noemen ze hier, nu wat een jährliche Meinung hadden, eine Bedienung hadden. Daniel meint Gott als mein Rechter. En Hananiah meint die Geluider vom Herrn. Michael meint wer ist Gott? Und Azariah meint, der Herr ist meine Haupt. So, die hatten nun was eine jährliche Bedienung hatten. Und hier wird befohlen, dass die sollen andere Nummern geben. So, sie werden wahrgenommen, weit auf und Tisch. Und nu sollen sie eine andere Sprache lernen. Und dann wird andere Nummern geben. So, anders zu sagen, sie wollen einen ganz anderen. Auf Englisch sagen wir Brainwashing, nicht? Sie wollen einen ganz anderen. En op ehrenweg leren, nummers wegnemen wat ze hadden. En dan werden die nummers gegeven naar de Babylonische, oft hadden nummers werden die gegeven. En wat ik denk, wat hij niet kan, Daniel zijn hart, dat blijft bij God. Hij wil God trouw. Wat immer zij deden, naar de school gaan, naar de noemen anderen, dat borgt nicht über. Sein Wort, das wir begott, und das können am Tenner nicht wahrnehmen. Und dann in der 8. Vers, du sagst, und das sage ich in der plattdeutsche Bibel mit anderen über, und all die anderen Sprachen sagt, dass Daniel übernimmt sich an sein Wort fair, dass er sich nicht wird verarbeiten mit dort eten, was die nicht eten mit den Wein. So er nimmt sich das ein Wort fair, dass er sich nicht wird verarbeiten mit diesen Sachen. En dat kan vielleicht wahr sein, was die Juden verboten werden, und Moses ja gesagt. In Wien, ich weiß nicht, sie können Wien trinken, aber ein Sprecher lese ich dort von, der sagt, wenn die Wien nicht stark geworden ist, dann sollen sie das nicht mal checken. So. Und er nimmt sich an sein Wort fair, dass er sich nicht gut verarbeiten mit diesen Sachen. Und das ist der erste Stopp, was wir nehmen aus Gottes Kinder. Wenn wir Gott treu sind mit einem angedeuteten Wort, dann wird er uns beistehen und er wird mit uns sein. Und das ist gleich was passiert. Daniel stand ab für das Rechte. Und er weiß, er will nicht gehen unterwegs. Er flucht den Fürsten bloß aus seinen Nichtbrücken von dort eten. Und das wie ein Befehl, was der König befohlen hat. Und der Fürster, der sagt, er kann den König sein Wort nicht bloß so fallen lassen, das kann ihm den Kopf kosten. Aber doch, wenn wir Gott treu sind, das Daniel noch wir, Gott, dass er in der Nähe Vers sagt, dass Gott Haupt an. So Gott kann die Menschen Wort ändern. Wenn die ganz stehen uns sind, wenn wir Gott treu sind, Gott kann die Menschen Wort ändern, sodass die Menschen uns versehen zu halten. Und das ist gleich, was hier passieren wird. Und Gott ihr Daniel seine Gehorsamkeit. Gott, der wird immer die ehren, der sagt, der wird am ehren, wird er auch ehren. Und Daniel wie weiß, in Sprecher 3, Vers 34 sagt, dass die Weisen waren Etrien, über die Norden waren Schandalten. Und dann Sprecher 5, Vers 23 sagt, dass merk sicher, dass du am Hort weiß bist, dort ist, wo ich dein Leben kämpf. Und
Wir lesen auch, dat sagt de Vers, onze Gottesvers, dort ist der Anfang von Weisheit. In einer 2. Chroniker 16, Vers 9, sagt der Herr hält die ganze Ehre am Jou, die Bietestunden, wat am mit ein angedeilet Hort vertrauen. So hier sei wir dort. Gott, der checkt sich rum über die ganze Welt und checkt, wer am wat treu sein, wer am wat vertrauen. Und die wat halten, und die wat sich stark bewiesen, die wat die Bietestunden, und das wat hier bei Daniel da. Und dort sagt, wat die von der und da nach der, und wie Gott wollen treu sein, und am Vertrauen, untweibel, dann wird er ans Bistun und kreiten und wird von der Lehrer Amstern wie sind, dann wird er ans Bistun. Und Gott, der auch muss, der uns testen an kleine Dinge. Er wird uns nicht kurz anfangen mit großen Dingen testen. Und ich bin sehr froh, dass Gott das dort tut. Ich denke, wenn ich Wort von den Testen hat müssen Anfang facen, was ich ten Lohn gekommen, wie ich weiß nicht wo, ich wurde nicht gemerkt, aber Gott testen sind kleine Dinge und dann so wie Wassen, da kommen die Rate testen und das sei wie hier von Daniel. Da fängt klein an und dann einmal die Rate. Aber Gott ehrt uns, wenn wir auch kleine Dinge tun. Bis all die Bauten, die sind gut zum Holen. Und Matthäus 4, Vers 19, da sagt Jesus, wenn irgendwer das kleinste Boot abhebt und die Menschen anderes schlägt, die wird das letzte Stunden kommen in Gottes Reich, aber die wird dort zu holen und zu lehren, die werden das Hechte sein im Himmelreich. Und in 1. Johannes 4, Vers 3 sagt er, wenn wir Gott sind, dann holen wir seine Geboten. Und seine Geboten sind nicht schwer. So, wenn wir Gott treu sind, dann wollen wir seine Geboten holen. Nicht, wenn es wir machen, wenn es wir wollen. Wissen, das ist unsere Gott seine Freiheit, was wir haben. Und dann wollen wir die holen. Wir haben ein Verlangen. Das ist nicht, dass wir das tun, wenn wir leben, wir machen das. Aber das ist, wenn wir am Leben tun, dann wollen wir seine Geboten holen. Das ist, was das sein wird. Und so Daniel stand ab für das Rechte. Wir lesen nicht, sagen uns nicht viel was von seinen 3 Freunden. Aber ich glaube, wenn es Daniel abstunden, da stunden die anderen durchgehabt, dass Daniel leid. Und dort ist von der und da, als wenn wir abstunden für das Rechte, andere können durch auch den Stab nehmen, wenn wir wollen den Stab nehmen. Und wenn wir wollen treu sein, Gott treu sein, in den Stab nehmen, dort können andere dort leiden, dass sie auch wurden. Aber wir hier von der und da werden sagen, sogar man Christen, die sagen, wir können nicht mehr ganz abrechtig sein, weil die Zeit hat sich geändert. Aber weißt du, was dort ist ein Sprichwort von Sud und Salz haben. Wir können Gott treu sein, wir können abrechtig sein. Wenn wir wollen abrechtig sein, Gott wird uns beistehen. So nicht zu sagen, dass wir nicht mehr können uns abrechtig sein, dann merken wir Gott im Lehrer. Gott sagt, er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ans Leben und Gott seilig sein. Daniel, wie hier an der Amstern, wird nicht sehr gut wie er. Wir ein junger Mann, vielleicht 17 Jahre so, und wir nicht eine sehr gute Amstern. Er kann sagen, an diesem Platz kann ich nicht für Gott leben, das wird nicht schaffen. Und ich weiß nicht, was viermal waren sie gedacht haben, dass die Stadt, wo ich wohne oder wo ich schaffen leiden, dort wird bloß nicht schaffen, durch ein christliches Leben zu führen. Ich weiß, ich habe mir gedacht, ja, in 3 Jahren, ich werde in der Stadt schaffen leiden, wie besonders ein Mann, was sehr hart wie mich. Und ich dachte, das schafft nicht, ich muss meine andere Arbeit sehen. Hier kann ich nicht schaffen, hier kann ich nicht ein christliches Leben führen. Und dann da liegt immer mein anderen Bruder mit und er sagt bloß, dass wir sollen uns freuen, wenn andere Menschen alle sollten schlechtet über uns sein. Und dann kommen mir einige Gedanken an, ich glaube, Gott gibt mir das an und die Gedanken wie in das Licht fällt an der Distanz. So da bin ich zufrieden. Und ich weiß, Daniel hat keine Irrsinn gehabt, weil Gott braucht alles. Alles, was in uns Leben passieren wird. Und dass du und ich hier von der und auf dieser Stadt wohnen, oder wo wir sind, dort hat Gott sie bestimmt. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 26.
sagt dat, en hij heeft dat zo gemerkt, dat alle Völker bei ihr von einem Mensch stammen und über die ganze Welt wohnen sollen. Und hat er Zeit gesagt und bestimmt, wo sie wohnen sollen. So Daniel, wir kriegt, wo Gott am haben will. Und Daniel deint am Krieg, wo er wir. Er checkt nicht in den Umständen. Das Einzige, was er zu bedeuten wir, dass er Gott treu sein und er deint Gott durch. Und wir wissen, dass er wird vielleicht 70 Jahre, er wird Junkers, der durch genommen wird, und er wird durch alt und er starb durch, und all dem, er wird Gott treu und dein durch, man die gottlose Menschen, die oft anbeten, er wird Gott treu und er dein Gott. Und dort, wo er treu wird, die Tjanis, dort anerkennen, dass du ein lebender Gott wir. Und dort haben wir auch getan, von der und von da, wenn wir Gott wollen treu sein, andere Menschen wollen dort bekennen machen, dass du ein lebender Gott bist. Das Gott kontrolliert alles. Alles, was uns passiert, durch andere Menschen, durch Menschen, die über uns sind, oder was immer das muss sein, Gott kontrolliert alles. Alles braucht dich zum Guten. Und dort sagt Paulus in Römer 8, 28, dass alles dein zum Guten für dich, die du Gott lieben. So, wir wissen, dass Gott hat die Zeit bestimmt, wo wir sind und wo wir wohnen. Und er schafft, merkt alles zum Guten dein, was uns passieren wird. Gott kann den Menschen in die Fallen geben an uns. Das soll ein Fall sein, dass Gott haupt an, so dass er probt an und gehen zu kommen. So, was immer du musst sagen, wir haben einen Gott, der kann die Menschen etwas ändern und der kann uns helfen, wenn er ganz gut gehen, er sehen sein muss, aber Gott kann das Wort verändern, so dass er uns kann entgegenkommen. Und Menschen wollen uns, die tun uns beobachten. So, wenn wir treu sind und wir wollen einen Stab nehmen, andere können da auch über uns schlechtet. Wenn wir schlechtet tun, viele uns Menschen würden Dinge nicht tun, wenn andere nicht tun, wenn ihre Freunde oder Partner nicht tun, dann würden sie das nicht tun. Aber weil sein Partner diese Dinge tut, tun sie dann auch fertig, so dass das am besten ist. Und immer wir tun, Menschen können naar ons kijken en dat doen wat we doen. So doen wat we willen, wat we willen doen. En wat doet te brengen dat zij slecht doen, of wat doet te brengen dat zij weer een stap nemen voor God te leven. So, dat is een entscheiding wat we ons moeten willen. We kennen de zin als Daniel. God geeft ons de kracht toe. En du kennst die andere Test voor Daniel in Kapitel 2, Vers 26, daar in Kapitel 2 wo Daniel dann leidt diesen Golden die Stall abstahlen und mir einen Befehl, dass alle Menschen sollen den anbeten. Und er sagt, wenn die Musik ist anfallen, dann sollen sie alle durchfallen und den anbeten. Und das wird sie deuten. Aber dann wir in das 4 Jungs, Daniel und seine 3 Freunde, die deuten das nicht. Und am wurde kurz verklärt. Und dann kriegt Nebuchadnezzar das Hirn und dann müssen sie ihn zu Ham bringen und dann fragt er, dass das so wird. Das sie nicht wollen, sie auch Gott dienen. Und die sehen, im 2. Kapitel, an der 26. Vers sagt er, der König fragt Daniel, den sie auch Belshazzar nennen. Kost, oh nee, da war ich mit Luther abgekommen. So, die fragen an, die fragen, als das so wird. Und dann sagt er will noch eine Gelegenheit geben. Wenn das Spiel wird anfangen, dann sollen sie durchfallen und anbeten und dann wird alles gut sein. Aber wenn nicht, dann würden sie an Ofen schmieden. Und sie tun nicht, sie bleiben standhaft. Und dann als Luther, als der Nebuchadnezzar den Traum hat, dann fragt Daniel, Nebuchadnezzar fragt Daniel, als er an den Traum kann nicht leiden. Wenn die Wahrsager, was er hat einschlagen können und die können das nicht. So nie fragt sagt Daniel,
Wenn sie heute bevoelen, die alle Leute dood te merken, über Daniel, die zei, als zij aan een goede gelegenheid geven, en hij zei te zijn vriend dat ze zullen beden, so zij beden alle en God, Daniel dat wissen, wat hij gedroomd had. En Daniel zei niet dat hij dat wist, hij had het niet zichzelf, hij kan het dat God weer die aan dat gewesen had. In Daniel kapitel 2, vers 20, du sagt, die kann ich früher Daniel, den sie auch Belshazzar namen. Kannst du mir sagen, wat mijn droom en wat de droom bedoelt? En Daniel zei aan, dat geheimnis, nu dat wat ik hen vraag, kan geen leraar oder Wahrsager oder die met de Gäste reden oder stieren deiner sagen. En de 28. Vers sagt er, aber du hast einen Gott im Himmel, der dort oben daten kann. So Daniel sagt, dat du wie ein Gott. En wie kan er zich zelf doen? En alles wat we doen, dat doen we wegens God ja van de kracht van Daniel. En ik kan het Daniel zegt niet, ik had die dat gezegd, ik had de wijsheid. No, hij zegt, du als een God in hemel, die kan die dat opdagen. Het is weer interessant, wat ik kan niet verlangen, dat hij had een droom gehad. En nu wil hij die zullen zeggen wat hij gedroomd had, en ook wat hij bedienen deed. En die zeiden, sind heute nach Himmlischen kann ich wem die Frage. Und so können keiner doen. Sie sagen, so können keiner doen. Und das ein guter Weg, die aufzuproben. Die Frauen, die sollen jetzt sagen, was er geträumt hat. Sie sagen, sei uns den Traum, aber wie die sagen, was er bedient. Aber er sagt, nee, die sollen sagen, was mir geträumt hat. Und dann soll ich mir sagen, was der Traum bedienen wird. Und sie können das nicht. Aber Daniel, hij roept God aan en God wie hem gnädig en hij wijst hem wat hij droom weer en hij leert dat uit van Nebuchadnezzar. En dan zien we dat wat Nebuchadnezzar zegt in 29. vers. Die God die dat opendaken kan, wat versterken wir, wijst die wat er nog komen zal. So, hij kan het niet bekend niet dat God weer, dat hij hem dat gewesen had. En dan in de 47. vers, du sagst, ik ken niet. En de kennis zei te Daniel, du hast geen twijfel, dien God als de God over de Jetta, in haar over de kennis, die als die du Geheimnis opendaken kan, dort habe ich gesehen, dooraan dat du dit Geheimnis opleest. So hier, wie in Daniel 3 weer, bekend Nebuchadnezzar dat Daniel zijn God, de almachtige God weer, en dat hij de God weer over alles. Het is dat als een voorbeeld voor ons, want we waren drie zijn, mensen waren het zijn, en die waren natuurlijk anerkennen dat er een levende God is. So dat is zeer wichtig waar we leven, wat we doen. We moeten niet aan denken dat we andere mensen die kijken ons. En Paulus zegt dat we zijn als een brief. Mensen lezen aan ons. So het is zeer wichtig waar we leven doen. En besonders we als Christen dat we niet een falsche Zeichen geven. We zullen niet een falsche Zeichen geven. En dan in de 40. vers zegt dat en op Daniel zijn Verslag werden Shadrach, Meshach en Abednego hoog onderstaande mannen in Babel. So, daar werden zijn vrienden nu ook tegen zijn hechted om. So, God schaf alles uit voor het beste voor die am gehoorzaam zijn, die am leven. En dan eerst weer reden plus van Daniel. En Daniel stond op en ik geloof daar stond de andere ook op. Maar dan in het derde vers, als dat we die opgaat is, en hier stonden de drie jongens op. Hier weer Daniel al niet erbij. Maar ze eigenlijk weer op te staan, hadden stop te noemen bij Daniel deed. En hier weer zij alleen. En zij stonden voor zichzelf hier opnieuw.
zodat es wordt geschaffen dat, want wie Gott treu sind, hij wordt ons abheben. Petrus sagt dat, wenn wir uns wollen damit, dann wird er uns abheben. Und wenn Menschen fertig macht das so laut, wenn wir uns wollen damit, oder Dinge tauschen, dann würden wir vielleicht uns Ansehen verlieren. Aber Gott wird keinmal ein Mensch tun, der sich damit tun, was immer das muss sein, was immer die tun haben, was immer das von Fehler ist, wenn wir uns damit tun, Gott sagt, er wird uns abheben. Was Daniel, was Nebuchadnezzar befohlen hat, dass sie sollen sich handschneiden vor den Gott. Die 3 Jungs, die sehen, in 3. Kapitel, Vers 16 sagt, in Shadrach und Meshach und Abednego sehen, wie brücken die an diese Sache nicht gehorchen. So, das wird keine Frau beehrt, ob sie wollen oder nicht. Sie haben können zu denken, sie würden sich handschneiden, aber wirklich an ihr Hort würden sie den nicht umbeten. Und dann wären sie geraten, nicht? Wenn sie haben nicht Recht umzudrehen, dann können sie denken, vielleicht würden sie verlieren durch all das. Und sie können sie denken, sie würden sich die Hand schneiden, aber eigentlich würden sie nicht zu Gott, auch Gott beten. Aber sie wären ganz klar. Sie sagen, dann das habe ich keine Frau, und wir brauchen die nicht gehorchen an das. Sie sagen, den kann ich da ganz frei, dass sie den nicht würden umbeten. Dann sie sagen, ja Gott, was sei dein können ertragen, und wenn der nicht gut wählen, wenn der nicht gut tun, dann soll er doch weiten, dass er Gott nicht würde umbeten. Und wir weiten, dass was da passieren, die werden an der Uhr geschmeten. Und die wird diese 3 Jungs den anschmieden, dass wir so heute, dass diese Leute, wenn die an den anschmieden, die sterben durch von der Herd. Aber das sind die 3 Jungs, die wir reinreichen nicht geworden, nicht mal die Haare versenkt oder was nicht. So Gott wie mit ihnen. Was Nebuchadnezzar das sagt, dann fragt er, sau wir nicht, bauen wir nicht 3 Jungs? Und schmeißen den an und sagt er, nu sind über Feuer und die gehen los, sie sind ihre Stränge sind verbrannt, sie sind los und sie gehen in 4 Raum. Und dann sagt er, in den 4. den lässt er überhaupt so aus den Menschen sehen. So Gott wie du an 4 mit diesen Jungs, so sei vertrauen Gott und Gott stand ihm bei. So wie kann das war sein Gott vertrauen und uns vertrauen auf am Saten. Er wird uns beistehen, so er sagt, sie in die EU und die gehen über die ganze Welt und checken, wer am was treu sind und die wird er beistehen. Er wird sich stark bewiesen an ihn. Und dann in der 28. Vers sagt er, und Nebuchadnezzar sagt, ich preise den Gott, den Shadrach und Meshach und Abednego dienen. Die hat ihnen Engel geschickt und angerat. Sie glaubten und horchten nicht nur mich, ihren König, und sahen ihr eigenes Leben aufs Spiel, an dem, dass sie keinen anderen Gott anbeten als ihren eigenen Gott. So, er stand es hier ab und er preist Gott. So hatten sie, während sie nicht antrüge was, dann würde er, das kann ich nicht sagen, was durchkommen, dass er Gott preisen würde. Aber während die treu wären zu Gott, durch die Temperatur, dass das Nebuchadnezzar, die sagt, er preist Gott. Und dort ist wie können so leben, dass andere Menschen wollen Gott preisen, wenn sie uns betrachten wollen. In 1. Petrus 2, Vers 12, da sagt Petrus ist der sagt, seid vorsichtig, dass diejenigen man keine Anbetiere über die Schert benehmen, so dass man sie ihn auf Verdacht haben und ihn aus Arach stampeln, sie doch Gott worden loben machen, wenn jene für jene Gott worken. So hier sei wir dort. Und das wird hier passieren, dass Nebuchadnezzar, der preist Gott. Und Petrus sagt, wenn die Menschen wollen uns checken, wenn sie uns verarbeiten sein, aber wenn die uns Gott worken wollen sein, dann wollen die doch Gott loben für die Gott worken, was sie an uns sein. So, und das dort denkt, dass wir in einem Kapitel 6, wo
Daniel nu al hecht het omgehoord, ook de andere jongens hebben gezegd, die waren alle uitgeleerd. So hier verzachten ze, en zij zagen dat Daniel weer beter als al die anderen. Hij deed een betere arbeid als al die anderen. En de anderen die vallen niet zo. So zij verzachten irgendwas, wo sie Daniel können mit beschuldigen. Aber sie fangen nicht. Sie fangen reinreichend nicht an, mit was sie am können verklären. Und dann in das erste Kapitel, in das erste Vers, sehen sie, sagt das, sie sehen dann, wir wollen nicht finden, für was wir am verklären können. Bitte an den, so aus ihnen Gott dient. So sie fangen nicht, mit was sie am verklären können. Bitte an den, dat hij ihren Gott dient. En wie hier nog vandaag ook verken, want demals ik betiert heb, dan verken wat die zeggen, oh, wer lijst die te zijn? Check mal, wat die is weer. En dan zeggen ze, dat is fijn, dat die geändert hast, was bist du schuld, dass du verdreht bist. Das nehmen die nicht, want die können dann mit nichts verklären. Bitte an denen, dass die ihren Gott verdienen. So, wenn die Menschen uns verklären, wenn dass wir Gott dienen, weil dann lohnt sie uns verklären, nicht? Aber dann, wenn sie nicht finden können, schließlich merken sie was ab. Und dann sehen sie, dass der König soll einen Befehl merken, dass keiner soll irgendwem anbeten, bitte den König, und dadurch der. Und wenn irgendwer wird, den würden sie ein Lachen schmieden, wo die Lebens wären. Und das hat sie deuten. So sie kämen mit das ab, sie merken das ab. Und die König, der mir schreibt dort, hier wir nu nicht mehr Nebuchadnezzar, König, hier wir Darius, nu der König. Und er stand damit an und er schreibt dort. Aber Daniel merkt das nicht. Er wohnt an der Stuhl, wo ein Fenster war, und er bet dreimal in Tag. Und er ging an der Stuhl näher an das Fenster. Und da, was er nach Jerusalem gedreht war, und da bet er dreimal in Tag. Und dort merkt er nicht, was das König für einen Befehl gemerkt hat. Er sagt, dass wir alle Tag, und das sagt, die beliehren haben. So dann gingen sie verklären haben, dass die wir nicht gehorsam trat, was der König befohlen hat. Und was mir kam das nicht, er deed dat. Und ich glaube, er hat gedacht, dass David sagen, in Psalm 118, Vers 6, der Herr hat mir sieht, was können Menschen mir tun? Aber das kennen sie haben, die verklären haben, und sie schmeiten haben an das Lach nehmen. Und Darius, die können danach auch nicht schlupen. Ich glaube, er wusste all, dass das Abbrechen am Morgen war. So, er kann danach auch nicht sagen, nicht schlupen. Und hat Daniel durch das Lach nehmen und hat einen Stein ab und er hat das versegelt. Aber das sagt in 21. Vers, als er dich biet, heim raubt er in Angst. Daniel, der du den lebenden Gott dienst, haft den Gott, zu denen diese Trübers, die von der Lebens raten könnt. Und Daniel antwortet, mein König, musst du immer König sein. Gott schickt seinen Engel und der hält der Lebens ihre Frieden tau, mir als reich nicht geworden. Will er nicht fängt, mich zu beschuldigen, und auch gegen die, mein König, habe ich nicht arg getan. So, haben wir reinreichend geworden. An der 24. Vers sagt er, der König freut sich über Seher. Er fasst den Befehl, dass Daniel soll aus dem Lach zurückgenommen werden. Daniel wird dann nach mir gesagt, und sie fangen reich keine Wohnen und arm. Und das will er sein Vertrauen ab Gott hat. So, sein Vertrauen wie ab Gott, ungetwiebelt vertraute Gott, und Gott stand am B. Und dann sagt er in das Fall, dann schreibt Darius, der König, diesen Brief an die Menschen von allen Völkern, Ländern und Sprachen auf der Welt, möchte Frieden und ein gutes Wiederkommen haben. Mit das Schreiben verlange ich von allen Menschen mein ganzes Recht, dass die Daniel seinen Gott fürchten und ehren sollen.
Hij is de God, die du leeft en immer leven wordt, zindelijk wat nienig een hebben, en zindelijk te regeren als eeuwig. So hier zijn we dat bara. Wens Daniel tru weer, chem des Darius betur, dat Daniel zijn God, die wie de eeuwige God, die wie de God über alles. So wie zijn dat Daniel weer tru in al deze jaren, ik glaube 70 jaar wat hij doet als hij was. So hij weer oud en hij blijft door. Hij weer de ganze tijd, zijn levenstijd weer, hij door, mangt dit halt en hij deed God door krijgen dan wat de omstanden weer. En ook Johannes, hij werd op den Inseln abgebracht en hij schrijft daar de Buch Openbarung. En Daniel, die heeft de Buch, viele van die profetieën wat in een Luther tijd nog komen zullen, heeft hij geschreven, wils deze tijd wat hij hier in Babylon weer. Wanneer ik sehr gottlos weer door, die oft ja da aanbeden deiden, over Daniel en zijn vrienden, die weer in God tru en zij deiden God krijgt door man al dat en die omstanden. So wie kunnen ook zo zijn als Daniel. En God wordt ons de kracht geven. Wie zelfs haben de kracht niet, aber God geeft ons de kracht. En dat is de oorzaak waarom God ons geraad heeft, dat wie zullen zijn herrlichheid hier op eerde verbringen. Dat de mensen kunnen zijn wer hij is. Jezus kwam in deze wereld aan om te wijzen wer de Vader weer. En dan als hij terugging, dan zei hij, zoals de Vader aangeschickt hat, zo heb ik dit in de wereld geschickt. So, wie zijn hier nu? Wie zijn hier te wijzen wer God is? En dat sage ich in Epheser 2, Vers 10, sage ich, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und einen Stand versagt, dass wir Gott tun können, nu soll wir auch tun leben. So das ist, was Gott uns geraten hat. So, wenn viele von uns wie denken, wir haben nicht eine sehr gute Vergangenheit, wir haben uns Leben zu sehr abgemastert, wie Gott nach deinen kann. Aber wie kann Gott den Kreisen, was uns vergangenen Leben gewesen ist? Und wie eine Paulus täten dann, er sagt, er wie die erste Sünder. Und Gott sagt, er hat am Duwen gewählt, dass er durch uns sollte sein, wo groß Gott sie nicht genug wir. Dass all die in 1. Timotheus 1, Vers 16 sagt, aber Gott hat geduld, du wegen Mitleid mit mir, dass es an mir sollte sein, wo groß Jesus Christus seine Geduld mit den größten Sünder ist, dass andere durch uns sein können, dass sie auch können seilig werden. So Paulus sagt, dass er hat sich am Duwegen gewählt, dass es soll durch uns sein, wo groß Gott seine genug wir. Und dass andere sein können, dass sie auch können die Seiligkeit kriegen. Und wir wissen, dass Gott braucht Paulus in die Welt den Weg. Und Gott wird uns gebraucht. Und wenn wir wollen treu sein, wenn wir wollen so sein, als Paulus sagt, was soll ich tun her? Und das ist der erste Stab, dass wir Gott treu sein. Wir wollen vielleicht möchte einen Schritt gehen, weil wenn wir in schlechtes Leben die vier haben und Menschen ans Luther sein, und die können das nicht ganz huten. Aber das wirkt so mit Paulus, dass er anfängt zu predigen, die hatten mit einem schweren Zeit dünner zu horchen, wie es eine Satz sagen sie, wir haben noch mal bloß gehört, wo die den Glauben an Christus braucht nicht zu merken. So, wenn wir schwer sein, jemand zu horchen, was die erst hat, braucht den Glauben zu vernichten. Und in Galater 1, Vers 22 und 23 sagt er, in Christus sind die Gemeinden in Judäa kennen mich danach nicht. Die haben dort bloß sein hier, dass die an ihr verfolgt hat, predigt nu den Glauben, den er ihr hat probiert zu verstehen. So, wenn wir kriegen dann, was uns vergangenen Leben gewesen ist, wenn wir wollen Gott treu sein, die Menschen, die wollen schließlich bei dir kommen, wenn die Fuße zu denken, dann werden nicht näher weiten, dass das ihr ist, aber das Paulus sagt, das wird sein hier von Paulus, dass
Die Menschen hadden met trouble. Maar dan de 25e vers zegt het, en zij loofden God dat het met hem zo geworden weer. En mensen waren God te geloven, want wie eens waren God handje, wie eens waren loten raden, wie eens loten van God brukken. Mensen waren God ook loven dafür. En dat is mogelijk dat we dat kunnen doen. Ik geloof ons veel meer Daniels van deren in onze tijd, dat we opstonden. Het vele mensen die leren. Die leren is iemand wat er zal opstonden en dan worden ze ook. En we kunnen dat doen. We hebben een goed voorbeeld hier in Daniel. En wie de eerste stap is, God trouw zijn. Zoals dat zei. God zien die eeuwen die gaan over de ganze wereld. En check wer aan wat trouw zijn ontwijfeld. En dan wat hij bijstonden. So wanneer we dat waren, God wat ons bijstonden, wanneer we dat waren doen. So dat is wichtig waar we leven. En dat is meestal in de laatste tijd al zeer wichtig geworden. Dat we zo'n God zijn herrlijkheid hier op deze aarde spelen. Dat het zal te zijn dan wat, wer God is. En zodoende is het zo wichtig waar we leven doen. En hoe immer we zijn, bij de arbeid, hoe immer we zijn. En alles dat verste aan God trouw zijn. En krijgen dan wat dat mag zijn. Wanneer ons dat op eenmaal dan zal wat kosten, dan deed het. Maar God wat ons bijstoen en hij wat dat alle ze merken dat het toch nog wat ten besten zijn deed. En ik wil met een vers lezen met 1 Timotheus 1 vers 17. En ik geloof we kunnen alle met deze vers anstemmen en amen zijn. Dat zegt 1 Timotheus 1 vers 17, zegt het, den ewigen ken ich, der ewig lebt, den nicht zu seinen ist, den einzigen Gott, den traf en alle ewigheid, alle eer en alle herrlichheid. Amen. We hebben nog stuk beden. Vader in Himmel, we komen voor die heilige onderzoek van de vanmiddag. We danken die voor die woord, we danken die voor de bijspels, voor het voorbeeld wat we hebben in het Oude Testament, Daniel en Moses, Jozef en alle andere Herr. We danken die voor die voorbeelden dat ieder has laten abschrijven, dat we kunnen zijn waar we te leven hebben, Herr. We danken die, Herr, dat we die goed hebben. En Herr, ik bid dat u ons alle de kracht geven, dat we worden voor de waarheid aanstaan, dat anderen door daar kunnen stap nemen naar die te komen, Herr. Herr, ik bid, geeft u ons de kracht. Helpt u ons te zijn waar we kort zijn en helpt u ons dat we werkelijk worden zo leven dat andere mensen hier op eerd worden die prijzen en die loven durch onze woorden, Herr. Niet dat we gaan gaan doen door onszelf, maar dienen genoeg, geef ons alle kracht wat we brauchen, zum die trouw zijn, Herr. En du dank we die voor. En ik bid, Herr, moest u ons dat alles schenken, dat we werkelijk kunnen zo'n leven vieren. En zo zijn als Daniel, dat we worden voor de waarheid opstaan, Herr. Moest u in iedereen een zijn, dat alles bid ik in deze zin doen. Amen.